Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als die Ellie von David gefangen genommen worden ist und bei dem seiner Kannibale-Gesellschaft gefangen genommen worden ist. Und der Joel ist jetzt aufgewacht aus seiner, aus seinem fast schon Koma, nachdem die Antibiotika-Behandlung angeschlagen hat. Und jetzt wollen wir die Claire natürlich retten. Aber wie es uns das Spiel schon zeigt, unsere Gesundheit war sehr niedrig, deswegen habe ich mich jetzt mal geheilt, ein Medikit gemacht und jetzt gucken wir uns endlich mal um, was es hier Schönes gibt. Mich hat es schon seit der letzten Aufnahme, seit ich so viel gebabbelt habe, gekribbelt, dass ich die Munition hier aufnehme und jetzt komme ich mal endlich dazu. Ja, sieht ja richtig bezaubernd aus hier unten. Da gehen wir mal hoch. Ja, er hält sich immer noch die Flanke. Also er ist immer noch arg flach, wie noch was. Verdammt, wo bist du? Aber wenigstens geht es noch so gut, dass er fluchen kann. Das ist doch auch schon mal was. Dann die Sache, wir gucken uns nochmal hier im Haus um. Ja, bis auf den Ende Alkohol scheinen wir hier aber nichts mehr zu finden. Jetzt hätten wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten hier durch der rausgehen oder wir könnten durch die Garage rausgehen. Aber da ich ja so ein Fan bin, dass man alles durchsucht, die Sache, wir gehen dort durch. Ja, da war vor der Kerres auch hier schon ein Wasserdruckgericht. Aber wie wir sehen, ist der zugeeist. Daneben war noch ein bisschen Heu oder Stroh rumgefahren. Und ja, dann die Sache, wir gehen mal über die Garage raus. Tun's der Ellie gleich. Ich habe jetzt übrigens, weil ich durchs Hauptmenü nochmal reingegangen bin und nochmal das Spiel gestartet habe ich herausgefunden, dass der Bereich wirklich Ferienhütten heißt. Also, wo ich in der letzten Folge noch so spekuliert habe, was das hier sein könnte. Hingelaufen? Es sind tatsächlich Ferienhütten. Und dann kommt jetzt gleich nochmal so eine Passage, wofür ich mich gerade nochmal richte. Ja. Unsere Waffe sollten besser nachgeladen sein. Gut, der Shorty. Ah, okay, da fehlt noch eine Kugel. Aber bei der Pistolewaffe mag ich dann doch lieber der El Diablo dabei haben. Wunderbar, dann wäre ich jetzt soweit gerichtet. Dann kann die Party eigentlich steigern. Ah, noch nix. Noch nicht, aber Mist gleich Kummer. Na, wo sind sie dann, die Buwe? Aha. Shit. Okay. Wo ist sie? Ja, der ist jetzt noch langsamer als sonst, wenn ich im Schleichenmodus bin. Ah, den habe ich noch im Lauf erwischt. Nicht schlecht. Die Sache ist hier, wenn man genug von der Type abmurkst, dann rennen die fort ins nächste Gebiet, also ziehen sich sozusagen zurück. Okay, hier sind sie auch nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt ins nächste Gebiet gehen, wo sie sich dann da wieder verbarrikadieren und neu formieren. Ja, da habe ich zwei erwischt. Okay, da drüber sind sie. Ja, die haben sich jetzt da wieder neu gesammelt. Dabei haben die aber auch nichts. Sollte man nochmal horchen, ja. Okay. Sieht man ja auch, die sind jetzt in dem Gebiet und sind da wieder am Sucher und am Formierer, ja. Eine habe ich. Die Sache, da wechseln wir zur Schrotflinte, falls uns eine böse Überraschung aus der Nähe erwartet. Der Rest, der ist in Hab-8-Stellung. Ja, komm schon. Komm. Also, ihr werdet reden. Ich hoffe, ich habe den erwischt. Da kommt wieder einer. Ah! Na, Allah. Ich mag das nicht, wenn es so haarscharf als ist. Aber ich bin ja, wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach angekündigt, nicht gerade der beste Schützer. Aber es tut mir immer leid, wenn ich von der gute Pistolewaffe wie El Diablo dann Munition vergeut. Das muss einfach nicht sein. Deswegen, ach, dieser sehr epische Geierschrei von mir. Da haben wir nix. Ah, immer so habe nichts. Das muss doch nicht sein.
Buwe, holen euch doch Munition, damit ich was plündern kann. Wir sind doch hier im leichten Modus. Aber erstmal Leverwurst genascht. Und Werkzeugdele habe ich noch geholt. Das ist auch immer sehr praktisch. Oh je. Zu gerümpelt, da geht nichts mehr. Okay. Dann gehen wir halt da rüber. Und dann geht's da wieder weiter für eine Halbsequenz, der Dinosaurier. Hab dich, Arschloch! Jetzt kann ich nur noch Knäppler drücken. Scheiße! Und jetzt geht's weiter in die nächste Videosequenz. Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hol dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Boah. Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck sie an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns Für nur mich sieht's verarschen. verdammt echt aus! So, jetzt wissen wir wohl, dass der Mist. Joel auf jeden Fall der übelste Folterknecht ist. Was ist denn bloß los mit denen? Und dass Biester von der Ellie möglicherweise auch infizieren können, obwohl sie immun ist. Ich brauche eine Waffe. Da bin ich noch sehr unschlüssig, was das Ganze angeht. Ja, Ich die schaff Ellie das. hat zwar ihren Biss abgekriegt, aber sie ist eigentlich nicht infiziert. Deswegen ist fraglich, ob die andere Leute infizieren kann. Das habe ich mich eigentlich schon öfters mal gefragt. Und sie hat David auf jeden Fall mal die Geschichte vermittelt, sie sei infiziert. Oder er sei infiziert, nachdem sie ihn gebissen hätte jetzt. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Gedankengang. Und dann gehen wir hier an der Stelle nochmal weiter. Aber sie hat es auf jeden Fall geschafft und der Sportsfreund, der James, der ist jetzt tot. Und jetzt geht's erstmal hier weiter. Wir brauchen Waffe, um hier durchzukommen. Infiziert und geflohen. Das ist schlecht, David. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind und bringt sie weg von hier. Oh mein Gott. Wir finden das Bring die nicht. Kinder hier weg. Und töten Oh, verdammt. die Kleinen. Gut, dann wollen sie doch mal anfangen hier zu suchen. Dann können wir uns mal
gucken, ob wir nicht vielleicht vom Ende oder vom anderen Waff stibitzen könnten. Da kommt anscheinend jetzt mal erst Kennerei. Doch, der da höchstens. Aber wir müssen ja hier nicht alle abmurksen, die uns begegnen. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar, Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen die Herrschaft ab. Also, die scheinen wohl nicht nur die Ellie umbringen zu wollen, sondern auch die David absetzen zu wollen. Uah. Hoppla. Nicht so gut. Da sollten wir jetzt machen, dass wir fortkommen. Das war nicht so klug von mir. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen nicht unbedingt jeden hier abmurksen. Es reicht eigentlich völlig, wenn wir hier fortkommen. Dann müssen wir hier bei der brennenden Mülltonne weiter. Okay. Ja, ich will hier, wie gesagt, ich will nicht die ganze Knabe hier abmurksen, das kann der Joel später erledigen. Was ich nur mag, ist sicher durchkommen. Und ich jetzt sage, hier ist ein idealer Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Machen's gut, Iron Yankee.